Es geht weiter stets heiter. Heute wieder zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom mit Folge 188. Ja, die 200er Folge ist nahe dran und ich habe mir gerade irgendwie vorgenommen zu sagen, komm, wisst ihr was, spätestens für Folge 200 machen wir, oder sind wir wieder bei der Story voll drin. Im Idealfall, also bei Folge 200, die wir sogar den 15 Mal schon gefunden haben. Oder irgendwie wissen, wer es ist oder sowas in der Art, ne, dass da vielleicht irgendwie so, ja, etwas, sagen wir jetzt mal, Nettes drin ist. Was war das gerade? Ich habe ganz kurz müssen die Bildschirme wechseln. Ich habe ganz kurz vom rechten zum linken Bildschirm geguckt und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass das Ding jetzt aufgesprungen wäre. Achso. Okay, angeploppt. Mann! Eingeblendet wurde es. So, okay. Nichts passiert, Freunde, alles cool, wir können weitergehen. Hier passiert nichts. Nein. Das nächste Wurzel da oben. Ein bisschen höher geht, ja, wer weiß. Ja, eben, Folge 200, ich meine, klar, sind da noch nicht gegen Ganondorf antreten. Es wäre zwar technisch möglich, ne, da ist nicht das Problem. Aber ich will es noch nicht machen, logischerweise. Ich denke, ganz alle können auch verstehen, dass natürlich erst einmal die Story soweit komplett haben möchte. Und eben halt auch erst einmal den 5. Weisen noch haben möchte, wa? Und generell habe ich mal gesagt, von wegen, hey, zu Gandalf gehen. Klar können wir das auch zwischendrin schon machen, aber wenn, dann will ich es natürlich auch gerne dann auch mit ihm quasi abschließen. Das heißt, bis dahin müssen wir alles andere gemacht haben. Ne? Also alle Sidequests, alle Episoden, alle Schreine. Von Schreinen graus mir vor allem. Ich denke mal, wenn man sowieso die ganze Map, die World Map haben wir schon aufgedeckt, den Himmel eigentlich soweit auch, nur der Untergrund. Und soweit alles haben, ich glaube dann zu sagen, hey komm, dann mach einfach noch ein paar Special-Folgen für die restlichen Schreine. Ich glaube, das sollte dann schon gehen, oder? Es gibt ja auch noch eine Special-Folge für die eine oder andere Arena, die wir noch besuchen müssen. Denn so viel kann ich auch schon mal spoilern, wie wir bis jetzt gesehen haben wir verschiedene Gegner schon mal gehabt in diesen Arenen. Und in einer Arena, ja, da taucht auf mal Lionel auf. Und das wird in mehrfacher Hinsicht geil. Einerseits natürlich ist es auch spannend und gefährlich. Andererseits natürlich geht es noch darum zu sagen, hey, da sind Lionel drin, da kann natürlich auch gut ihre Items farmen, ja, wie die Bögen zum Beispiel. Auch wenn es Miasma Lionel sind, aber es müsste trotzdem funktionieren. Lass uns überraschen. So, jetzt war ich bei dem, ich habe schon wieder da vorne eingesehen, dann gehe ich erstmal zu dem hin. Der war, glaube ich, ein bisschen tiefer gelegen, wa? Wieso sehe ich das da vorne schon? Okay, creepy. Warum sind die Licht- und Schattenverhältnisse im Spiel ein bisschen seltsam? Ne, das ist normales Licht, oder? Ja. Da ist noch ein weiteres Lager. Ja, die Wurzel da unten? Ne, die habe ich ja schon. Und die ist zu weit weg. Ah, hier. Was die Sonar-Batterie betrifft, ne, also die noch voll kriegen, ja, aber ganz ehrlich, da würde ich zur Not einfach mal ein bisschen, oh, da ist schon ein Jägerlager, würde ich zur Not noch ein bisschen, wie soll ich sagen, oft genau Sonar, die restlichen Sonanium-Dinger farmen. Auch die großen vor allem, ne, damit es ein bisschen schneller geht. Weil die bringen ja ordentlich was. So, da hoch muss ich also. Gut, gut, gut. Ja, hier unten ist nochmal irgendwo eine Wurzel, das heißt auch ein Schrein noch eine Oberfläche. Sehr gut. Weil eben, ne, uns fehlen noch ungefähr 30 Schreine. Und glaube noch ein paar markiert, die wir noch machen können oder weiß, wo noch welche sind, aber es sind nicht 30. Im Himmel oben wird es sicher noch 2, 3 gehen, aber das war's. Also ich habe das Gefühl, um den Dreh herum fehlen mir sicher noch 10 Schreine. Vielleicht sogar noch mehr. Oh, scheiße, jetzt ist er runtergefallen. War eigentlich auch doof, wenn wir jetzt direkt den Flug machen können, ich Trottel. Na egal. Dass wir im Flug schießen können,
noch die Zeitlupe gehabt. Yeah, no. Gerade für den großen Sonnenenergiekristall lohnt sich die Dinger hier schon. Gigabaupläne natürlich auch, aber die jetzt auch komplettieren, Universalgerüste, ja gut von mir aus. Aber die jetzt auch komplettieren will, bin ich noch ein bisschen unsicher tatsächlich. Hast du es überlebt? Er hat es überlebt! Junge, bist du zäh. Und weiter geht's. Erstmal noch den hier deaktivieren. War der jetzt nicht komplett... Ne, der ist da komplett runter. Der ist ein bisschen verschoben. Schweinerei. Gut, aber eben irgendwo hier unten noch eine Wurzel sein. Da. Das Richtige? Jo. Und demzufolge irgendwo oben auf dem Berg ist noch ein... Wobei, warte mal. Wenn es hier ist... Achso, ist natürlich... Ja, ist logisch. Natürlich ein Schrein beim Chica versteckt. Ja, okay. Davor drauf kommen können. Nicht Chica, Jiga verstecken natürlich, Entschuldigung. Bei den Jigas in ihrem Hauptquartier. Da muss natürlich auch noch anders sein. Also das Hauptquartier wäre noch lustig. Da würde ich noch aufsuchen, bevor wir uns um Korra kümmern, wa? Wird irgendwie Sinn. Sag mal, ist das eine Spiegelung hier oder was? Ach nee, das Gebiet, das schon erhellt ist. Ja, okay, okay, macht natürlich mehr Sinn. Was noch nicht erhellt ist, deswegen noch dunkel. Ja, Koga platt machen, eben, ich glaube, erst einmal in Sieger Hauptquartier gehen, dort aufräumen und dann zu Koga gehen, macht, glaube ich, mehr Sinn. Obwohl natürlich die Reihenfolge ist ja eigentlich piepfurz egal, da kannst du machen, wie du willst. Das ist das Schöne an dem Spiel dran. Und ja, so langsam aber sicher, wo das Spiel ja auch dem Ende zuneigt, ich habe immer noch so Punkte, wo ich mich frage, in welcher Beziehung ist Tears of the Kingdom besser als Breath of the Wild? Also sag jetzt mal, was die Story betrifft. Nicht die Charaktere selber, die man in der Story betrifft, sondern einfach nur die Story selber. Ist natürlich Tears of the Kingdom spannender. Weil bei Breath of the Wild, das war relativ schnell klar, okay, du musst so und so machen. Klar, du hast alle Freiheiten, aber im Prinzip ging es um die 4 Regionen, um die 4 Wächter, die 4 Titanen, fertig. Und dann zu Ganon. So. Demzufolge ist das hier natürlich schon spannender, gerade auch mit dem 5. Weisen, was dazu kommt. Von den Charakteren selber, und man sich jetzt sagt, ja, die 4 Weisen, die wir bisher jetzt hatten, quasi Nachfolger von den 4 Recken aus Breath of the Wild. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die jetzt besser oder schlechter sind. Ne? Mir gefielen die Recken auch sehr gut. Die Fähigkeiten des Sheikah-Arms sind natürlich schon auf eine Art und Weise sehr, sehr geil. Ich würde sogar zum Teil sogar sagen, vielleicht gar ein bisschen übertrieben, was du alles machen kannst. Natürlich dann eben die Funktion, die du hast zwar das Sheikah-Tablet noch, weil darauf verzichten hätte gar nicht funktioniert. Also mit dem Foto, wenn du so irgendwie das Fotomodul erklären soll, mit der Jiga-Technologie, nein, mit der Sonar-Technologie, Entschuldigung. Hätte nicht möglich gewesen, aber ja, trotzdem dann zu sagen, die Sonar-Technologie, die Möglichkeiten sind viel geiler als das, was du mit dem Sheikah-Tablet konntest, weil du wollte ich nicht unbedingt sagen. Zum Teil einfach halt eine, ja, eine Verbesserung zum Teil auch, ne? Klar, du hast keine Eismauer hier. Zum Beispiel das mit dem Magnetmodul, ne, das du hattest, das Stasis-Modul zum Beispiel auch, ne, also halt die Zeitumkehr und solche Dinge. Da würde ich jetzt eher sogar ein bisschen gleichsetzen. Klar, du hast eine Automatik noch hier, was natürlich auch sehr, sehr geil ist. Und die Ultran generell selbst. Was ich einfach irgendwie, ja, eben noch schade finde, ist mit den Fähigkeiten. Ne? Die Recken finde ich immer noch die besseren Fähigkeiten als hier mit dem 4 Weisen. Außer halt da Tulin, weil Tulin und Rivali, sage ich jetzt mal so, in der Situation ist Rivalis Fähigkeit besser oder halt Tulins, ne? Wenn du halt waagerecht horizontal fliegen willst. Weil zusammen wäre halt der totale Burn, oder wenn du sie kombinieren könntest, ne? Dann könntest du vertikal fliegen, das wäre natürlich noch geiler. Aber ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, von dem her. Das ist halt auch so ein Ding, ja, gerade mit Yunobu. Wir wussten uns Breath of the Wild, dass er dieselbe Fähigkeit hat wie der gute Daruk. Sprich, er hat ja dort diesen Schild.
Und da konnte ich, wenn ich die Fähigkeit auch hatte, einfach hier blocken, das Schild war automatisch aktiv. Und das war halt mega, mega geil, generell so ein Schild zu haben. Nicht so ein Schild wie jetzt hier mit Sidon, weil der Schild sehr kacke, wenn ich reell sein soll. Aber das Schild von Daruk war cool, den hatte Yunobo ja auch bei Breath of the Wild. Wieso er hier plötzlich nicht mehr hat, auf die Erklärung warte ich ehrlich gesagt ja immer noch. Wir haben dazu noch nichts gehört, aber so, ja, einfach gesehen, er hat sie nicht mehr, fertig. Aber wo ist die Erklärung, bitteschön? Warum sie nicht mehr hat. Da Mifa, mit der du einfach, ja, wenn du halt tot warst, ne, schon eine Fee, wo du ihre Fähigkeit aktivieren, wurde da komplett geheilt, wirklich komplett. Die vermisse ich hier auch. Ja, ich verstehe natürlich auch, dass Entwickler gesagt haben, hey, wir brauchen zum Teil neue Fähigkeiten. Obwohl das mit Urbosas Fähigkeit und Richus Fähigkeit eigentlich wieder dieselbe ist. Oh, hier ist auch einer. Das ist auch eine Truhe, ne? Die Endboss in ihrer Schattengestalt am ersten Gestalt nochmal platt macht. Wird auch ein Spaß. Also ja, was ich damit sagen will, oh, Entschuldigung, das war die falsche Ebene. Ich verstehe durchaus, warum... Was ist denn da wieder los? Ah, okay, Bivarok. Bivarok, Entschuldigung. Er ist nicht I, er ist B, ja, ist klar. Hier muss... Achso, kommt von der Seite gar nicht dran, war. Ja, das lassen wir jetzt mal noch vorne, weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier einen langen Umweg mache, kommen wir zwar bis hierhin, bis zur Wurzel, also bis hierhin, das geht zwar. Aber ich müsste nachher wieder umdrehen, weil ich hier nicht weiterkomme, ne? Weil hier ist ja oberhalb ein Flussbeet, deswegen ist hier eine Grenze, ne? Also müssen wir wieder zurückfliegen. Das heißt, ich mache sonst einfach schnell hin teleportieren und dann hier rüber gleiten. Dann haben wir das auch. Das heißt, da gehen wir hier hin. Und das mal. So, also, wie bereits erwähnt, ich verstehe, dass die Recken-Weißen nicht dieselben Fähigkeiten haben können, zum Teil schon, wie bei Richu und bei Urbosa. Warum man das eben Zellprinzip nicht wieder bei Daruk und Ding gemacht hat. Daruk und Mann, jetzt hat ich langsam... Problem ist, wenn ich ein bisschen zu viel darüber quatsche, empfallen plötzlich gewisse Namen, das ist ein bisschen unpraktisch. Yunobo, dankeschön. Daruk und Yunobo. Warum man es dann wiederum nicht gemacht hat mit derselben Fähigkeit? Klar, weil du brauchst ja die Fähigkeiten, damit es irgendwie zur Story passt, ne? Damit du irgendwie eine Fähigkeit hast gegen den Boss zum Beispiel. Und ein Schutzschild zu haben, ist zwar praktisch, aber was willst du damit gegen einen Boss ausrichten? Also beziehungsweise, um in einem Areal vorwärts zu kommen, ne? Das ist dort eher unpraktisch. Aber was mich halt am meisten stört, und da bleibe ich immer voll dabei, ist auf die Tatsache, die ich nicht kapiere, wieso man die Aktivierung der Fähigkeiten so viel schwieriger gemacht hat. Aua. Das war Breath of the Wild so viel einfacher. Und hier, bei Tulin ist kein Problem, da verstehe ich es ja. Also Tulin, Rivali nehmen sie ja mit ihren Fähigkeiten aktivieren eigentlich nicht viel her. Da ist fast dasselbe. Aber die Fähigkeiten bei den anderen, Junge. Das sind auch die Fähigkeit von Richu oder Sidon, dass sie alle erst einmal direkt anquatschen muss, um ihn zu aktivieren, das ist so mühsam. Man kann sich auch vorstellen, dass so viele gesagt haben, so als Feedback zu Breath of the Wild, von wegen, hey, da ist so cool, was ihr getrieben hat, aber die werden ja automatisch aktiviert, das will ich nicht, das ist scheiße. Kann ich mir durchaus vorstellen. So, wo ist jetzt hier der Leune? Ist das? Nee. Ist doch ein Stall, also muss hier irgendein Leune sein. Er muss jetzt exakt dort sein, ne? Er kann auch ein bisschen in der Umgebung sein, oder so, aber ich sehe ihn einfach gar tatsächlich nicht.
Da ist ein kleines Lager, Sonanium, ja. Da vorne erneut. Mit Blitzgegnern, das ist ja nicht ganz so lustig. Da ist halt hier unten nicht, keine Ahnung. So, entweder wieder so eine große Schlucht. Komme ich da trotzdem durch, obwohl es gar kein Wasser hat? Oder ist da eher doof? Wir werden sehen. Oh, die Markierung hätte man sparen können. Junge, was machst denn du da? Okay. Cooles Ding, Herr Jäger, cooles Ding. Hab's nicht ganz verstanden, aber hey. Shit happens. Ja, schon hier bleiben, ne? Nicht abhauen. Noch einer. Sehr gut. 184. Was kriegen wir dieses Mal? Ein Kampfballon. Damit ist nicht gerade rumgeflogen, ja, oder geschwebt, das ist was anderes. Hm, creepy. So, hier aufsteigen geht nicht, ne? Jetzt mal ausnahmsweise Licht, warum denn das? Oh, ein Niger. Niger, der auf die Fresse haben will, wa? Hui. Also, Entschuldigung, ein verkleideter Jäger natürlich. Ein potenzieller verkleideter Jäger, besser gesagt. Ist nicht bewiesen, dass es einer ist, ne? So, was mir gerade auffällt, ich habe gar nichts markiert auf der Karte, ne? Was für Episoden wir schon haben, Junge, Junge. Markiere auch mal Kohle, damit ich weiß ungefähr, welche Richtung ich da muss. Okay, macht irgendwie soweit Sinn, ne? Also da oben dann. Ich heiße mal, versuch's so abzugrasen. Das wäre eine Option, ne? Die Frage habe ich hier. Ah, doch, hier. Hier muss nochmal anders sein, ne? Gut. Dann fliege ich erstmal zum X hin. Zum X fliegen kann ja nie schaden. Ja, okay, müssen auch sichtbar sein. Da hole ich mir erst die Wurzel vom Schatz. Ist doch saumäßig dunkel hier. Oh. Eine große böse Wand. Bin ich hier überhaupt. Fliege jetzt gerade falsch vorbei. Sehr weit unten, ne? Ja, komm.
Immer so ein Ding, ne? Wo ich mir dann frage, ja, soll ich irgendwie was erzählen, worüber können wir irgendwie quatschen, damit es irgendwie zum Stumm-Let's Play wird oder zum Walkthrough. Was manchmal vielleicht sogar besser gewesen wäre, wenn ein gewisses Let's Plays gar nicht Let's Played hätte, sondern wirklich nur gesagt hätte, hey, kaum gezeigt, da, wie man, ja, quasi, gerade bei dem Spiel, nur spezielle Stellen oder wie man gegen einen Boss kämpft oder so und fertig. Ja, auch eine Option gewesen. Hier wäre das ein Teil, der nach oben könnte, interessant. Geht auch schneller als erwartet. Ja, weil ich hatte sowieso mal überlegt, künftig noch kürzere Let's Plays zu machen. Also hier, klar, wenn du eine Serie spielst und dann, eins haben wir ehrlich, bis auf Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind alle Zelda-Spiele kurz. Oder kürzer. Und damals dachte man schon von wegen, ja, Twilight Princess oder so, das sind Spiele, die dauern lange, wegen den ganzen Sidequests, also Majora's Mask und alles machen willst. Aber das ist ein Witz. Das war ein Witz im Vergleich zu Breath of the Wild und Breath of the Wild war ein Witz im Vergleich zu Tears of the Kingdom. Ja, mittlerweile auch schon mal die Frage gestellt, hey, ja, wie sieht's denn aus mit Wiederspielwert? Ne? Also gibt es so Spiele, wo ich jetzt für mich persönlich sagen würde, die spiele ich nochmal, also Zelda-Reihe. Da kann ich sofort sagen, ja, Ocarina of Time, Twilight Princess, Skyward Sword, sofort. Skyward Sword Apparition gehabt, aber schon 3-mal Let's Play mittlerweile sogar. Das erste Mal dann der Hero, oh, der Nonnenwurzelkass, der Hero Mode noch. Beim Originalspiel und dann noch das Remake auf der Switch. Ne, das sind auch so eben Spiele kurz und bündig und Ocarina of Time 3D wäre mal etwas, wo ich gesagt hätte, also eigentlich war ursprünglich der Plan mal nach 7 Jahren, ne, also quasi in 7 Jahren Jubiläum quasi das Teil nochmal zu zocken. Hat dann nicht so ganz funktioniert, ne, schon ein bisschen länger her, jetzt mittlerweile. Knochenfell, das ist ja ein Zeichen dafür, dass sie irgendwo Miasma-Leunen ist. Na egal. Ja, mittlerweile vielleicht sogar nach 14 Jahren. Ne? Sagen, hey, nach 14 Jahren kommt Ocarina of Time wieder. Link hat 7 Jahre lang verschlafen. Anstatt 7 Jahren wurde es 14 Jahre. Nein, Quatsch. Aber zurück zum Thema, also wieder Spielwert. Ich meine, jetzt bei einem neuesten Teil, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Denke ich mir so, Breath of the Wild, ja. Die Story vor allem. Die Schreine ein Teil. Vielleicht so bis reine Energieleiste voll hätte. Und das war's dann. Ab zu Ganon. Oder ich mache direkt einen Hardcore-Mode und gehe direkt zu Ganon. Weil dort noch die ganzen Titanen die ganzen Wächter herumschwirren. Und bei denen ohne große Items mit einem einfachen Holzschild maximal noch irgendwie durchzugrinden, ist sowieso eine Herausforderung. Aber ich würde sicher das nie mehr komplett spielen und Tears of the Kingdom denke ich auch nie wieder komplettieren. Hier ist ein Shiny oben, krass. Also heißt nie wieder komplettieren, ich bin da gar nicht so weit, aber ihr wisst, was ich meine. Ich denke mal jetzt, momentan denke ich mir wirklich so von wegen, ja, wenn ich mal Tears of the Kingdom abgeschlossen habe, mache 3 Kreuze und fasse das Spiel noch nie mehr an. Naja, so weit bin ich schon. Aber Breath of the Wild, wir haben viel dort gemacht mit den ganzen DLCs. Also immer traurig ist, dass wir hier keine DLCs kriegen bei Tears of the Kingdom. Aber ich habe dort zum Beispiel auch nie die Crocs gemacht. Also nie alle. Wir haben viele gemacht, aber nicht alle. Und ich werde auch hier niemals alle Crocs sammeln. Also zumindest onscreen nicht. Offscreen, ja, vielleicht. Das sind dann so Punkte, wo ich mir dann frage, ja, was ist dann da der große Mehrwert davon, ja, alle zu haben. Vielleicht kriege ich noch irgendwie ein spezielles Item von Maronus oder so und dann war's das. Ich meine, ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Das Zeitgewand, ja, aber haben wir leider auch schon. Hier nämlich. Den kann ich immer verkaufen, die ganzen Doppelten. Zeitgewand, Zeithose. Ja, alles hat seine Zeit, Freund, auch die Hosen. Eine Hose wäre nicht schlecht. So Nanium vorkommen hier aber nicht besonders viel, wa? Da hinten wäre noch was. Obwohl, doch, warte mal, wir haben ein bisschen was hier. Ich hatte gerade von wegen, ja, es sind nur einzelne Blöcke oder so, aber hier haben wir noch ein bisschen was.
Dann kommen da wieder mal die Bomben zum Zuge. Bombs away. Ganz ruhig, Junge. Oh, viel große Nani, mal hier lohnt sich's. Mann, nee. Ja, kannst du das vielleicht irgendwie vorher anzeigen? Ich kann das anzeigen, dass man es nicht aus dem Boden legen kann, kommt ein bisschen zu früh für meinen Geschmack. Ein bisschen zu spät, wir müssen eigentlich früher kommen. Hey, mal ins nächste. Moment, hier noch einen gesehen. Ah, da unten. Weil da ist ja nix. Okay, da triggert der Pizza wieder nicht mehr. Seltsame Technologie von den Sonau. Aber warte mal, ich hab die eh nicht hier. Haben wir fix da drüben. Nix. Nix, nada, null, schade. Da haben wir die kleinen Dinger hier. Ja, gut, komm. Nein! So. Die Zeit, 21 Minuten. Ja, Kann man jetzt noch großartig hier machen. Ne? Wir haben den Schatz geholt. Ich habe das hier markiert. Oh, okay, also gar nicht aufgelöst, krass. Hier habe ich es auch markiert. Hier sind noch Schätze auf der Oberfläche. Okay. Hier ist eigentlich auch schon verbunden alles, ne? Also ist das auch schon gemacht. Sehr gut. Die Wurzeln noch nicht einfach mal das gemacht haben. Nachher. Also, kommen da überhaupt wirklich hin, oder? Ja, muss, wa? Kann uns ja noch angucken, ob wir da wirklich so ohne Probleme hinkommen. Dann hätten wir eigentlich hier oben auch schon alles gemacht. Ne? Klar, eben da oben kann noch ein bisschen was machen. Nachher ist halt die Frage, ob direkt da mit Koga das machen soll. Oder wenn wir wieder in die Oberfläche zurückkehren, erstmal hier mit den Gerudos noch gucken. Ne? Also Gerudos plus Iga. Das wäre die nächste Idee. So. Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da so ohne Probleme durchkommen.
Können zumindest schon mal hoch, da ist schon mal etwas. Scheint soweit zu klappen, wa? Da unten ist auch eine Wurzel, der will doch gar nicht, ich glaube, zu der da war. Hm? Oh, muss es sein? Ja, komm. Tulin regelt zwar, aber hey, geht auch. Ja. Falsche Markierung, wo da unten auch noch einer ist. Ein Lager direkt neben einer Wurzel, interessant. Sieht auch aus wie so ein... Ja. So ein Orni-Schädel, wa? So geht's nicht. So jetzt aber. Auf der Karte selbst. Ich muss jetzt zugeben, da hat er jetzt nicht so viel getan tatsächlich, wundert mich ein bisschen. So ein Turm nach oben, ne? So, und hier in der Nähe müsste auch ein Leunel wieder sein, wobei jetzt haben wir das letzte Mal auch schon geirrt. Also das mit dem Leunel hier, dass die direkt unterhalb eines Pferdestalls sein sollen, ist auch nicht so zuverlässig tatsächlich. Ein Jägerstützpunkt oder was? Nee. Oh, aber hier stimmt's. Haben gerade gesehen da. Ich dachte, vielleicht wird es ihm angezeigt, was für eine Farbe er hat oder so, aber okay, noch nichts. Er schießt bis hierhin. Junge! Ziemlich aggressiv. Ja, so viel war es jetzt auch nicht, ne? Also hier sind sie ein bisschen zurückhaltender. Hier ist ja auch ein Schrein, okay, also bis jetzt ist es doch recht stimmig, sage ich jetzt mal. Also das Gebiet hier oben noch, aber eben, das ist jetzt nicht mehr so viel klar, wenn sie noch ein paar Schreine gehen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Das wäre eigentlich noch eine Option, sogar in der nächsten Folge zu sagen, hey, geh doch mal oben durch und so, um alle Wurzeln zu aktivieren, das wäre schon mal nicht schlecht. Wenn ich nachher dann zu Koga will, muss ich irgendwie wieder nach unten kommen, ne? Also mache ich irgendwie dann den Zugang wieder und zum herunter, wenn ich erstmal von hier aus darüber fliegen müsste. Würde zwar gehen, ist aber irgendwie auch ein bisschen nervig. Apropos nervig. Wir haben da vorne auch so einen Kumpel. Jetzt kurz überlegen, welcher war es jetzt? Der hier. Der auf dem Rücken. Ausweichen, okay. Toll, war das jetzt schon wieder? Hören wir das gerade? Ah, da ist er ja. Und gepanzerter ist es auch noch.
Hä? Ja, ich muss erstmal ein Ding durchbrechen. Oh, das kann dauern. Wow. Der Königsschild ist zerbrochen. Das ist ein Chimären-Schild, wa? Ne, den hier. Meine Panzer ein bisschen nervig, ne? Oh, ist ja ganz Silber noch. Krass. Okay. Das ist ein weißer. Hier ist Tulen halt echt Gold wert, ne? Vor allem, wenn er sehr gut trifft immer. Wow. Junge! Ja, da ist doch ein Weißer, bin ich ganz sicher. Ja, das ist 4 Power, ne? Aber war uns klar. Hä? Das ist sowieso gerade fail. Das war schon mal besser gemacht tatsächlich. Das heißt, die Waffe muss man wieder reparieren, ne? Weil die darf nicht zerbrechen. Die darf natürlich kurz vorm Zerbrechen stehen, da ist gut, aber bei der hier nicht. Warte mal, Mist, krieg's nicht mehr. Noch ein Herz. Was erst jetzt? Ein weißer oder ein silberner? War ein silberner tatsächlich. Junge, Junge. Also, er hat auch so viel gefressen, ey. Meine Güte. Königswein hat er dabei, okay. Und einen coolen neuen Bogen bekommen. Ja, das ist doch schön, perfekt. Ja, hier muss er halt mal gucken, ne? Die schielen wir ja weniger, aber das Ding muss er halt wieder mal bei einem Okto oder so nachjustieren lassen, wie man so schön sagt, ne? Man den wieder reparieren kann. Aber ansonsten würde ich sagen, war es eine gelungene Folge trotz allem. Ich sage an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part eben mal gucken, werde ich hier weiter nach oben gehen und noch ein paar Dinge aufzudecken, damit wir nachher auch wissen, wo wir hier oben noch Schreine hätten an der Oberfläche. Wäre auch nicht so verkehrt tatsächlich. Nicht nur beinahe alles abgegrast, ein paar Schätze hier zu finden. Und machen uns dann eher auf den Weg, also nur miteinander machen, klar, ist hier klar. Dann machen wir uns eher auf den Weg hier bei der Gerudo-Wüste noch ein paar Dinge zu machen, ne? Und die eine oder andere Quest noch offen. Das Ding ist auch schon fertig. Die eine oder andere Quest noch offen und bei den Jägern natürlich noch, ne? Das quasi Gerudos mal ein bisschen abschließen, wäre nicht so verkehrt, ne? Na, wir werden sehen. An der Stelle danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis dahin, bye bye.